Vor allem, wenn du irgendwie so etwas hast, so einen tieferen Ausschnitt, also, das finde ich mega schön. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit meiner Mom. Ja! Und Karin hat sich gewünscht, dass ich mal ein Video mit ihr machen soll. Und wir haben sich mal gedacht, dass man ganz simpel einfach Fragen beantwortet. Und ich habe mir auf Insta Fragen stellen, und zwar auf Natisel_, könnt ihr mir gerne folgen. Ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern wir fangen doch mit dem Video an. Let's go! Ist das gut gewesen? Nein. Was hast du als Kind gemacht, wo deine Mom richtig aufgeregt hat? Also extrem aufgeregt hast du mich nie. Es ist einfach so, du hast wahnsinnig viele Ideen gehabt und hast die umsetzen. Und ich habe das auch schön gefunden. Ich meine, ich will das ja auch, ein Kind, das kreativ ist, das etwas macht, das etwas bewegt. Aber das Problem war halt manchmal, dass du ein bisschen Ideen hast, die ein bisschen übertrieben waren. Also ich mag mich erinnern, zum Beispiel hast du ein Theater schreiben für unser ganzes Quartier und hast allen Kindern eine Rolle geschrieben. Du hättest natürlich die Hauptrolle gespielt. Dann hast du gesagt, der Papi müsse eine Bühne bauen in unserem Garten und alle Nachbarn müssen dann zuschauen. Und ich kann dann irgendwie dir beibringen und sagen, Nathalie, ich finde das schön, dass du das willst, aber das geht doch nicht. Ich bin so traurig. Also auf der einen Seite eine super Idee, auf der anderen Seite einfach ein bisschen fragwürdig. Das ist auch eine Frage, die sehr viele gestellt haben, und zwar, wie hätte ich als Bub geheissen? Ja, also ich habe, als ich im Welschland war, als ich jünger war, hatte ich einen guten Kollegen, den Cedric. Und der Name hat mir extrem gut gefallen. Und ich habe wirklich zu meinem Mann gesagt, eigentlich schon bevor wir geheiratet waren, wenn ich dann einmal einen Bub habe, dann muss der Cedric heissen. Ja, und darum hättest du halt einfach Cedric geheissen. Wir haben dann aber in der Schwangerschaft festgestellt, dass du ein Mädchen bist. Scheiße. Und darum hat dann er einen Namen aussuchen. Und hat sich für Nathalie entschieden. Und mein Bruder heisst jetzt Cedric, für die, die es nicht wissen. Ja, genau. Aber das ist jetzt eine Frage, die mich irgendwie mega wundernimmt. Und zwar, wie würdest du reagieren, wenn du erfährst, dass ich schwanger bin? Jetzt? Ja, auf der einen Seite für dich wäre es natürlich mega schlimm, weil du bist noch in der Ausbildung, du bist überhaupt noch nicht bereit zum Mutter werden. Ja. Für mich ist es schwierig, weil ich bin im Moment auch noch am Arbeiten und ich habe mega Freude an meinem Job und ich will den nicht unbedingt aufgeben für dich. Aber grundsätzlich, ja, mega Freude. Ja, ich finde es einfach also schön. Also wirst du nicht irgendwie abtreiben? Nein, auf keinen Fall. Also auf keinen Fall. Nein, ich will mich wahrscheinlich zuerst mal leer schlucken und dann müsste ich halt mein Programm umstellen. Aber ja, ich würde mich freuen. Ich habe mega gerne Baby. Oh, du bist Was ist das Schlimmste, was Nati je gemacht hat? Schlimm, ich hatte einfach wirklich Angst gehabt. Und zwar, wir waren an einem Markt und Nathalie hat so eine Süßigkeitenrädchen gesehen und das sieht so aus. Was hat da so Süßigkeiten drin? Und sie hat das unbedingt wollen. Und wir natürlich als gute Eltern, nein Nathalie, das kommst du jetzt nicht über. Und dann sind wir weitergelaufen. Dann sind wir durch den ganzen Metro gelaufen. Am Ende des März haben wir schöne Regenjäckchen gesehen. Und ich fand, komm, Nathalie könnte das mal ausprobieren. Kleine Nathalie war einfach nicht mehr rum. Und wir haben den Seti im Wägeli jemandem abgeben zum Hüten und sind wie die Pikten durch den ganzen März durch. Und irgendwann kommt eine Frau mit der Nathalie in der Hand und Nathalie hat das Rädchen und stößt das, oder? Man hört es sehr gut. Ich dachte, ui nein. Ja, Nathalie hat das dort genommen, sie war ganz allein unterwegs. Ja, und wir natürlich leer geschluckt. Ich dachte, typisch, wenn sie etwas will, dann muss sie sagen, ja. Und dann haben wir uns fest bedankt bei dieser Frau und sind dann natürlich das Rädchen zahlen. Hey, wie lange bin ich dann allein gewesen? Ja, ich weiss nicht, aber sicher 20 Minuten. Gut, mir ist es wie eine Ewigkeit vorgekommen, gell? Wenn du Angst hast, dass das Kind nicht mehr rum ist. Das ist extrem. Das ist wirklich Stress. Nein, das kann ich das ist mega Stress. Und dann hast du noch ein kleines im Wagen und nein, wirklich. Kostet Nati viel Geld? Nein, nicht mehr so. Also eine Zeit lang war es wirklich schlimm. In jedem Laden, wo wir waren, hast du irgendetwas wollen und du hast Sachen kaufen, und ich genau gewusst habe, du brauchst das überhaupt nicht. Ich habe mal ein Massagebett wollen. Du hast mich immer um den Finger gewickelt und mich überschnurrt dazu, dass wir das brauchen. Und kaum haben wir es gehabt, hat es dich nicht mehr gejuckt. Nein, also eine Zeit lang war es wirklich anstrengend. Du hast so viel immer in jedem Laden irgendwas wollen. Und jetzt ist es aber eigentlich besser. Ich meine, du verdienst ja dein eigenes Geld. Du kannst dir ab und zu mal auch selber etwas kaufen. Und von dem her. Ja. Und auch über den Mittag, du isst kein riesen Menü, schaust ein bisschen auf deine Ernährung und so. Also von dem her. Nein, nicht mehr. So, jetzt kommt auch so eine typische Frage. Und zwar, was haltest du davon, dass Nati YouTube macht?
Grundsätzlich finde ich, Nati kann alle ihre Begabungen in das reinpacken. Du bist immer gerne Schauspielerin, du hast gerne einen Vortrag gehalten, du hast mal Lehrerin werden, du hast immer gerne Leute zusammentrommelt. Du bist einfach, ja, du bist für mich ein Entertainer, das habe ich schon beim letzten Video gesagt. Aber ich meine, hast du dich zum Beispiel schon mal geschämt oder so? Oh ja. Oh ja. Wo? Also ich finde es mega gut, dass du dich selber bist, dass du nicht irgendwie so eine Schminkpuppe bist, sondern dich selber bist und dich auch ehrliche und offene Antworten gibst. Aber ich finde manchmal so, okay, muss immer alles unter der Gürtellinie sein. Also gut, ich verstehe es schon. Ich meine, als ich jung war, hat mich das Thema auch viel mehr interessiert. Darum habe ich ein Verständnis. Was hält deine Mom von deinem Style, also von meinem Kleiderstyle? Finde ich grundsätzlich gut. Ausser genau diese Hose. Richtig hässlich. Und ich freue mich schon lange darauf, bis endlich die zerfetzten Hosen nicht mehr Mode sind. Ich finde es doof. Schau mal auf. Zeig mal deine hässlichen Hosen. Nein, meine Hosen sind wunderschön. Ich finde das dumm. Aber du hast wirklich mega schöne Kleider. Vor allem, wenn du irgendwie so etwas hast, so einen tieferen Ausschnitt. Also, das finde ich mega schön. Ich glaube, du bist die einzige Mutter, die tiefen Ausschnitt bei Töchtern nice findet. Schön. Ja, und vor allem, wenn du so ein Ballkleid anlegst und so. Ja, das ist mega lässig. Ich finde es so lustig, dass ich jemanden gesiezt. Und zwar sind sie, ich klammere, Natis Mom, grüezi, ich finde sie mega sympathisch, ja, klammere danke, zu. Danke, vielleicht im Klammern zu. Wie heisst denn der? Noah. Noah! Noah. Noah, ich grüße dich. Ich kenne zwar extrem viele Noahs, aber ist gut. Schon mal von Leuten draussen erkannt worden? Ich? Du, ja? Keine Ahnung. Also hat dich noch niemand angesprochen oder irgendwie so? Nein. Das wäre so lustig. Gut, ich bin natürlich auch eine andere Generation als du. Also ich hätte mich jetzt auch nicht getraut, in diesem Alter jemanden von meiner Muttergeneration anzusprechen. Das hätte ich jetzt auch nicht gut, außer das ist vielleicht so eine Angela Merkel. Nein, ich weiss doch nicht. Nö. Was? Vergleichst du mich mit Angela Merkel? Danke vielmals. Jetzt kommt die nächste Frage, die ist von Michito. Er wollte, dass du ihn persönlich grüßt. Michito, du bist so ein sympathischer und so ein cooler und ich grüße dich ganz viel. Wo erinnert dich Nati nebst dem Aussehen an dich selber in deiner Jugend? Ich glaube, die Frage kann ich beantworten. Das eine ist Disco und Club und Tanzen und Party und all das. Und das andere ist auch das Scheuche, Unsichere und einfach so ein bisschen das vielleicht. Ja, und vom Kleiderstil her auch. Ich musste immer wissen, was ist die neueste Mode, was ist der Gag und so. Das hat mich auch... Hast du auch zerrissene Hose angelegt? Was du ein bisschen besser machst als ich bin gegenüber Jungs extrem scheu gewesen. Also ich musste ein bisschen älter werden, bis ich geschnallt habe, wie das geht. Also ich wäre sehr scheu gewesen, Michito, wenn ich dich kennengelernt hätte in der Nathalie. Ich hätte mich nicht getraut, dich anzusprechen. Okay, also wir kommen zur letzten Frage. Und zwar, neben dem Abonnieren muss man was noch machen? Glocken aktivieren! Bing Bong! So, das wären schon alle Fragen gewesen. Und jetzt haben wir das im Bing Bang schon gemacht. Oh, was machen wir jetzt? Scheiße. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt doch unbedingt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr wieder mal ein Video mit meiner Mom haben wollt. Es haben auch schon ein paar Leute geschrieben, wir sollten mal ein «Wer würde eher» machen. Und eben abonnieren, Glocken aktivieren. Habe ich schon gesagt, Bing Bong. Und ich muss sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Und jetzt kommt das Thumbnail. Wie? Thumbnail!